Regentage. Eine Querschnittproduktion. Teil 4. Ich betrete die Straßenbahnschienen und verschwinde in der Dunkelheit, denn hier ist weit und breit keine Laterne zu sehen, nur ein wenig Licht aus einem der ersten Häuser, die aber noch weit vor mir liegen. Ein erneuter Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich noch eine halbe Stunde habe, bis ich Robert auf dem Gelände der Grundschule treffe, und ich gerate etwas in Eile. Die Holzplanken verlangsamen mein Vorankommen mehr, als ich es angenommen hatte. Und dabei bin ich schon so oft über verlassene Schienen gelaufen, müsste eigentlich wissen, dass man auf kurz oder lang dazu gezwungen ist, kürzere Schritte zu machen. Beim Laufen auf Schienen entwickelt man nach den ersten Metern ganz wie von selbst einen eigentümlichen Rhythmus, der dem eines olympischen Gehers ähnelt, was daran liegt, dass man von Holzplanke auf Holzplanke treten muss. Würde man versuchen, eine normale Schrittlänge beizubehalten, könnte man sich schon nach den ersten 100 Metern auf ein unangenehmes Gefühl in den Waden einrichten, das sich nach spätestens 15 Minuten auf den Schienen zu einem stattlichen Krampf ausgewachsen hätte. Bei diesen Überlegungen schweifen meine Gedanken an den letzten Sommer ab, als ich mit Robert über 5 Stunden auf verlassenen Bahnschienen verbracht habe. Wir standen an einem kleinen Bahnübergang, der normalerweise nur sonntags von einer kleinen Museumsbahn befahren wird, und fragten uns, wie weit diese Schienen wohl führten. Also gingen wir los, immer den Schienen entlang. Es war 11 Uhr morgens gewesen, als wir uns die ersten Gedanken über den Verlauf dieser Schienen gemacht hatten, und 16 Uhr Nachmittag, als wir schließlich aufgaben, weil das Ende der Schienen nicht abzusehen war. Und trotzdem kann ich noch immer nicht abschätzen, wie lange es dauert, die Strecke von Hefendorf bis Hefen zu gehen. Als in der Ferne die Lichter der heranrauschenden Straßenbahn deutlicher werden, schaue ich abermals hektisch auf die Uhr. Ich bin erst seit 5 Minuten unterwegs. 21:20 Uhr, flüstere ich vor mich hin und verlasse die Schienen. Ich werfe einen letzten Blick zurück und schätze meine zurückgelegte Strecke auf ungefähr 300 Meter. An dieser Stelle ist es noch kein Problem, sich vor der Straßenbahn zu verstecken, denn zur linken Seite der Schienen ist ein Abhang, der direkt zu den noch leerstehenden Häusern führt, die gerade hier gebaut werden. Hier entsteht eine neue Wohnsiedlung, steht auf dem Schild am Anfang der kleinen Wohnanlage. Ich laufe den Abhang herunter und lege mich unten auf eine kleine Grünfläche. Angst, vom Fahrer oder von einem der Fahrgäste entdeckt zu werden, brauche ich nicht haben. Denn erstens liege ich am Rande des Sichtfeldes und könnte höchstens von weiter weg erkannt werden, und zweitens dürfte meine schwarze Kleidung mich mit der Umgebung verschmelzen lassen. Das kaum wahrzunehmende Summen der Straßenbahn wird immer lauter, bis es schließlich zu einem lauten Rauschen anschwillt, das aber schon wieder leiser wird, als die Bahn mich keine 5 Meter von mir entfernt passiert. Ich widerstehe dem Drang, den Abhang hinaufzuklettern und der Straßenbahn hinterherzusehen. Stattdessen bewege ich mich im Schutz des Erdwalls, der sich noch bis zum Beginn der Kleingartenanlage hinter dem Neubaugebiet hinzieht, langsam weiter vorwärts. Für gewöhnlich macht der Fahrer der Linie 310 zwischen 5 und 10 Minuten Pause, aber auf diese Unsicherheit werde ich mich garantiert nicht verlassen. Als ich das Rauschen der Straßenbahn und das leise Vibrieren der Schienen an diesem Abend zum zweiten Mal höre, wird mir zum ersten Mal klar, dass wieder mal alles so abgelaufen ist, wie wir es geplant hatten. Abgesehen vielleicht von meiner Schulter, die mir aber bisher noch keine Schmerzen bereitet. Vom Anfang bis hier verlief alles so, wie Robert und ich es geplant hatten. Und auch wenn mich das doch eigentlich nicht mehr sonderlich aufregen sollte, so muss ich doch feststellen, dass ich mich diesmal besonders freue. Ich befinde mich wieder auf den Schienen, und bis nach Hefen und meinem Treffen mit Robert bleiben mir noch 10 Minuten. Mir ist klar, dass ich es nicht pünktlich bis zur Schule schaffen werde, aber zwischen uns beiden besteht eine klare Absprache, dass 10 Minuten Verspätung durchaus akzeptabel sind. Und wenn selbst das nicht reichen sollte, muss ich ihn halt anrufen. In der Dunkelheit sehe ich die Rücklichter der Straßenbahn, die immer kleiner werden, bis sie sich schließlich völlig im Dunkeln verlieren. Das Rauschen und Vibrieren ist schon lange nicht mehr zu hören, und ein seltsames Gefühl überkommt mich. Wieder allein, denke ich, und senke meinen Blick auf die Schienen. Die Treppen zur Grundschule liegen in einem grauen Schleier vor mir,
und ich bleibe für einen kurzen Moment stehen, um tief Luft zu holen. Der Abend ist kühl und nach der hitzigen letzten Stunde fange ich nun ein wenig an zu frösteln. Mit 4 Minuten Verspätung steige ich die Treppen hinauf und bleibe auf der letzten Stufe stehen, um mich umzusehen. So viel ich sehen kann, ist Robert auch noch nicht da. Aber das kann täuschen, denn in der Dunkelheit ist der Teil des Schulhofes, den ich einsehen kann, um einiges kleiner als der mir völlig verborgen bleibt. Ich wende mich nach rechts um und gehe an einer kleinen Mauer vorbei, die den Schulhof in 2 Bereiche unterteilt. Auch dieses Gelände umgibt ein grüner Metallzaun. Und ich frage mich, wer wohl der Erfinder dieses hässlichen Dinges ist und ob er sich jetzt gerade für seinen Geschmack schämt. Wahrscheinlich nicht. In einer großen 6-eckigen Kiesgrube stehen Schaukeln und als ich näher komme, sehe ich, dass auf einer von ihnen Robert sitzt und sich leicht hin und her wiegt, während er mich mit einem leichten Lächeln fixiert.